willkommen beim Burgenlexikon. Von Matthias Helzel alias der Burgenmeister. E wie Erker. Auf vielen Burgen und Schlössern lassen sich verschiedene Arten von Erkern finden. Ob die frühen Erkerformen primär als Wehrelement oder bereits als dekoratives Zierelement entstanden sind, ist nicht eindeutig nachweisbar. Schöner Wohnen war jedoch zu jeder Epoche ein Thema. Die aus der romanischen Zeit erhaltenen Erker auf den Burgen sind überwiegend als Kapellenerker erhalten. Diese architektonischen Elemente weisen in der Regel die typischen romanischen Baudetails, wie zum Beispiel Rundbogenfenster auf. Ebenso verhält es sich in der Gotik mit den charakteristischen Bauelementen dieser Epoche. Gotische Erker und andere architektonische Elemente dieser Zeit zeichnen sich durch ihre filigrane Gestaltung und ihre vertikale Ausrichtung aus, die dem Stil der Gotik entspricht. Die sogenannten Wehrerker an unseren Burgen, insbesondere als Wurferker oder Gusserker bekannt, dienten der Verteidigung, indem sie den Verteidigern ermöglichten, Angreifer direkt zu attackieren. Diese Erker sollten jedoch nicht mit den Aborderkern verwechselt werden, auch wenn in beiden Fällen durchaus einiges herabfallen konnte. Die Funktion des Wehrerkers bestand in erster Linie darin, Angreifer abzuwehren, die sich bereits am Tor oder an den Burgmauern zu schaffen machten. Vorspringende Erker ermöglichten es, die Angreifer direkt von oben zu bekämpfen. Zusätzlich konnten seitliche Öffnungen in den Erkern genutzt werden, um die Burgmauern gezielt zu verteidigen. Waffen wie Armbrüste und auch Bögen wurden hier besonders effektiv eingesetzt. Hier ein Beispiel einer sogenannten Streichwehr. Den meisten Besuchern von Burgen und Schlössern sind die Aborderker natürlich bekannt. Diese Erker, die im Inneren mit einem Sitz, einem Brett und einem Loch ausgestattet waren, zeugten bereits von einem gewissen Wohnkomfort. Sie dienten als einfache, aber funktionale Toilettenlösung und waren in vielen mittelalterlichen Bauten zu finden. Beispiel des Aborderkers. Eine Sonderform des Wehrerkers sind die Scharwachtürmchen, die vor allem an exponierten Stellen der Burgmauern und an Türmen angebracht waren. Diese dienten hauptsächlich als Ausguck und hatten nur wenig mit direkter Verteidigung zu tun. Solche Scharwachtürmchen sind auch heute noch an vielen Kirchtürmen zu finden. Beispiel einer Toranlage mit Scharwachtürmchen. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Burgengeschichte, Burgenwissen näherbringen. Ihr Matthias Helzel alias Burgenmeister.